Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. So, okay, wo sind wir da letztes Mal verblieben? Wir haben das harte und mühsame Klopf-Klopf-Spiel endlich abgeschlossen. Ich habe ewig lang gehabt, bis ich das gecheckt habe. Ja, respektive gecheckt habe ich es immer noch nicht, das war eigentlich recht luck-based gewesen. Aber ja, jetzt sind wir da, wir haben bekommen Klopapier, wir haben Currypulver und Tomatensuppe und Stricknadeln. Die Stricknadeln wird wahrscheinlich die Libretto brauchen für uns den Kaktus zu zeichnen, den wir dann brauchen. Für das brauchen wir halt auch noch andere Farben, soviel ich weiss. Genau, und meine Theorie war noch, dass wir dann vielleicht mit der Tomatensuppe die Ratte irgendwie zu uns locken, dass die dann irgendwie den Koch bekommt und die Ratte hat ja den Schlüssel und der Koch, dass er wieder kann da das Gericht machen kann. Ich weiss jetzt nicht mehr welches, aber darum würde ich sagen, gehen wir mal hier nach draußen gehen und schauen mal, ob wir irgendwie mit irgendetwas die Ratte anlocken oder sonst was. Genau, jetzt muss ich ganz kurz etwas checken. So, und checkt ist schon. Okay. Okay, die Ratte ist dort Hunger. Es geht aber ewig, bis man da mit dem Kästchen bei diesem Punkt ist. Und die irgendwie anlocken mit irgendwie vielleicht Tomatensuppe. Lass das! Ich kenne alle deine Tricks. Okay, that won't work. Und da jetzt, ehrlich gesagt, also man kann ja da auf die Rohre klopfen. Aber ich weiss nicht, ich glaube die Ratte kann nicht näher kommen. Ja, das ist jetzt doof, hä? Dann können wir sie aber zu den Pfirsichkernen locken, indem wir da irgendwie richtig auf das Rohr hauen. Ich weiss nicht mehr genau, wie das gegangen ist. Also welches Rohr für welche Richtung gut ist. Das macht nicht richtig Krach. Okay, stimmt. Wir müssen mit den Stricknadeln auf die Rohr hauen. Et voilà. Klang, klang. Okay, jetzt ist sie dort Hunger. Probieren wir es. Vielleicht nochmal halt mit dem hier. Ja. Sie sieht's. Jetzt ist sie dort. Was jetzt? Sieht aus, als esse jemand hier sehr gerne Pfirsiche. Ich hatte mal eine Haustierratte, als ich klein war. Okay, das scheint irgendwie auch nicht viel zu bringen. Was haben wir dort noch am Boden? Ah, das sind noch die Erbsen, genau, und er ist ausgerutscht drauf. Weg in die Freiheit, Erstmal let's muss ich aus go! der Zelle rauskommen. Nein, geht logischerweise noch nicht. Okay, Rätselhilfe! Okay. Zellenschlüssel besorgen. Besorge den Zellenschlüssel müssen wir zuerst erledigen, okay. Die Ratte hat den Schlüssel um den Hals hängen. Sie muss irgendwie in die Zelle gelangen. Von den Rattenlöchern aus kann sie nicht direkt in die Zelle gelangen. Scheuche sie erst mal in die Küche. Oh, okay. Ja, okay. Let's try. Klong, klong. Wo geht sie jetzt hin? Okay, da kommt sie wieder rauf. Tun wir nochmal das genau gleiche Rohr klongen. Was ist denn da? So, da. Okay, der bleibt sie lustigerweise. Das heisst, bei dem geht sie auf die Ratte. Bei dem da... Das macht sie hier. Ja, so tun wir nochmal das Ding da holen. Vielleicht geht sie dann auch noch weiter gegen rechts. Ja, irgendwie nicht, nein. Rätselhilfe. Wenn du... Ja, auf die 4 Rohre sind... Überträgt sich der Schall zum jeweiligen Rohr
bei den 4 Rattenlöchern, ja. Ja, das haben wir auch schon. Ja. Genau. Am Aussehen der Rohre kann man erkennen, welches Rohr zu welchem Rattenloch gehört. Das Rohr oben links bei der Zellentür führt zum Rattenloch unten links. Unten links, unten rechts. Okay. Ja, und? Dann flüchtet die Ratte zum gegenüberliegenden Loch. Von diesem Muster weicht sie in einem Fall ab. Wenn sie beim Loch oben rechts ist und du dann beim oberen linken Loch leer machst, dann flüchtet sie in die Küche. Beim oberen linken Loch leer machen, das wäre in dem Fall das Rohr hier. Nein. Nein, das wäre das Rohr da hier. Oh, das da. Oder? Lärm. Ja, okay, nice. Jetzt bestellen wir mal eine Runde von dem Essen, das wir noch nicht bestellt haben. Du, hör mal. Ich höre. So. Ich würde Essen. gern noch etwas bestellen. Und zwar ist es ich glaube, Fleischsuppe mit Ich Blaubeerpudding. nehme einmal die Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Gerne. Einmal Fleischsuppe mit Blaubeerpudding. Nice. Das heisst, sehr wahrscheinlich bekommen wir jetzt den Schlüssel und die blaue Farbe. Gehen wir mal zurück in die Zelle schauen, was da. Voilà. Ja, das ist wirklich manchmal nicht so gäbig, wenn man da mit dem Controller immer zuerst muss alles durchskippen, bis man dann bei dem richtigen Punkt ist, wo man andrücken kann. Yay! Wie geht's? Wie She's widerlich. gone. Die arme Ratte war ganz in dieser Fleischsuppe drin, aber sie hat es überlebt. Yay! Okay, wir haben den Zauberschlüssel. Das ist cool. Die Suppe fasse ich nicht an. Aber der Okay. Blaubeerpudding sieht okay aus. Okay, gut wollte ich sagen. Okay, wir haben Farben. Wir haben Rot, Gelb und Blau. Das sind, glaube ich, alle Farben, die die Libretta braucht. Wir haben das Papier. Jetzt können wir natürlich wahrscheinlich mit dem Schlüssel sie befreien. Ja, Hey, der sehr Schlüssel schön. passt bei den Handschellen. Aber leider nicht bei den anderen Ketten. Wenigstens kann ich jetzt wieder malen. Wihu! So, jetzt geben wir der Libretta auch unser Shit. Danke. Ich denke, auf diesem Papier kann ich zeichnen. Sehr schön. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. Jawohl, So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. das wissen wir. Aber du bekommst noch Stuff für uns. Von uns. Eine davon könnte ich als Pinsel verwenden. Genau. Die andere darfst du behalten. Wihu! Dankeschön. Mir fehlt aber noch was für den Kaktus. So kann ich... Jawohl. Wir haben hier ein bisschen Farbe. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Nice. Mir fehlt aber noch... So kann... Ja, das wissen wir alles. Hier hast du nochmal ein bisschen Farbe. Die Farbe ist gut. Aber wie soll ich denn mit Pulver zeichnen? Okay. Mit dem kannst du auch nicht direkt zeichnen, hä? Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Doch, der. Ja, Mir fehlt okay. aber noch was für den Kaktus. So kann ich leider noch kein Bild für dich zeichnen. Okay, dann machen wir doch aus dem Currypulver noch schnell gelbe Farbe, indem wir das in die Fleischsuppe reinleeren. Das könnte doch je nachdem funktionieren. Maybe. Die Suppe fasse ich nicht an. Okay, sie will nicht. Die Suppe fasse ich nicht. Sie will wirklich nicht. Okay. Können wir das hier da drin tun? Nice. Wir haben schon gelbe Farbe. Nasses Currypulver. Hier, nimm das. Ich denke, damit könnte ich zeichnen. Jetzt hat sie, glaube ich, alles haben. Danke. Jetzt Ja. habe ich alles, was ich zum Zeichnen brauche. Wie soll der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Oh. Nein, das ist mir noch zu früh.
Ich weiß es nicht. I don't know. Zackig? Und er hat genau Ich weiß es nicht. drei 3 Blüten. Blüten? I don't know. Und wie Just sieht der guessing. Körper aus? Wir Der müssen dann Körper auch ist den mehr Dude so- vorher nochmal fragen. Hier. Gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? Der Kaktus hat Okay, das müssen wir uns auch noch ausmerken. Ja, nimmst 9 9. Stacheln. Und wie soll er heißen? Es geht nicht mal Erwin Erich Robert Maurice. Ja, schon Robert, oder? Erich. Erwin. I don't know. Warum müssen wir überhaupt dem Kaktus einen Namen geben? Wir nehmen ihn Maurice, der sieht lustig Maurice. aus. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Hey, ich glaube, das wird es nicht sein. Kann man es mal der genauer Kaktus, den anschauen? Libretta gemalt hat. Ja, okay. Jedenfalls, jetzt gehen wir mal raus. Ja, wie heisst der nicht noch immer sogar blauer Maurice oder so? Ich weiß es grad gar nicht mehr. Aber es wäre jetzt echt random, wenn wir alles würden brechen. Weil ich es effektiv nicht mehr weiss. Oder wir, oder es spielt wie keine Rolle. Das Spiel nimmt wie jedes Bild an, aber das glaube ich nicht. So, wo haben wir denn die Wache da? Was soll das sein? Der Ja, blaue Maurice. Maurice ist das auf jeden Fall nicht. Ah, okay. Alles gut. In dem Fall fragen wir nochmal über den blauen Maurice aus. Hey, du, hör mal. Hey du. Ich höre. Blauer Der blaue Maurice. Maurice also? Woran erkennt man den? Okay. Er ist stachelige Perfektion. Er Stachelig? ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Eumel, der kleine Johannes oder ein Willy Wanka. Gut, vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Wirklich? Oh, Okay, Und das ich ist hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Okay, nochmal Der blaue Frage. Maurice also... er ist stachelige Perfektion. Er Mischung ist eine aus Mischung aus grüne der Libelle, grünen Libelle, Blibla. dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Okay. Und ich Grüne hätte- Libelle, Alles Blihabla klar. und Doink Peaks. Jawohl. Grüne Libelle, Blihabla und Doink Peaks. Grüne Libelle, Blihabla, Doink Peaks. Kaktusposter. So, okay. Grüne Libelle, Blihabla und Doink Peaks. Okay. Mischung aus dem. Grüne Libelle, okay. Er hat 6 Stacheln und 2 Blüten. Dann der Blihabla. Der Doink Peaks. Hat 4 Blüten. Okay, boah, das wird noch schwierig. Und der Blihabla, das ist es. Okay. 3, 4 und 2. Also, sehr wahrscheinlich wird er 3 Blüten haben. Er sieht aber nicht aus wie der kleine Johannes, wie der Willy Wanka und wie Eumel, schmaler Eumel. Okay. Okay, okay, das ist tricky, Leute, das ist tricky. Also, Doink Peaks. Eine Mischung. Also, er wird nicht rund sein, er wird nicht so aussehen und er wird nicht. Okay, wird er wahrscheinlich gespalten sein. Also, gespalten wird wahrscheinlich. Ja, er wird gespalten sein. Er wird wahrscheinlich 3 Blüten haben. Ja, wobei der schmale Eumel hat auch 3 Blüten. Und der auch. Und der kleine Johannes hat 2, also wird er wahrscheinlich 4 Blüten haben. Nachher wird er nicht sackige Stacheln haben, auch nicht gekrümmte. Sondern wahrscheinlich wird er gerade Stacheln haben. Er wird sehr wahrscheinlich
4 Blüten haben. Okay, gerade Stacheln. 4 Blüten. Und jetzt ist die Frage, wie viele Stacheln. Nicht 12 wird es nicht sein. Wird es 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat nicht 6. Der dort hat auch nicht 6. Wahrscheinlich 6 Stacheln. Okay. Okay, ich muss es repetieren. Die Stacheln werden gerade sein. Die Stacheln werden gerade sein, jawohl. Gerade Stacheln. Nachher 4 Blüten. Nachher 6 Stacheln. Und gespalten. Das muss es sein. Das muss es sein. Also 4 Blüten und 6 Stacheln. 6 gerade Stacheln. 6 gerade Stacheln, 4 Blüten, gespalten und Maurice. Okay, das sind viele Informationen. Ich hoffe, ich mache das jetzt hier richtig und erkenne das auch richtig ab diesen Bildern. Libretta, wir brauchen ein Bild von dir. Libretta, Ja? kannst du mir jetzt einen Kaktus... Na klar. Wie soll Okay. der Kaktus denn aussehen? Also, seine Stacheln sind... Sehr wahrscheinlich gerade. gerade. Und er hat genau 4 Blüten wären das in diesem Fall. 4 Blüten. Und wie sieht der Körper aus? Der Körper ist mehr so... Das sollte gespalten sein. gespalten. Okay, fast fertig. Wie viele Stacheln hat er denn? So wie Der ich Kaktus das hat interpretiert habe, wäre es 6 gewesen. 6 Stacheln. Und wie soll er heißen? Maurice. Maurice. Alles klar. Hier kommt dein Kaktus. Okay, ich bin gespannt, Leute. Weil sonst bin ich ein bisschen überfordert. Weiss ich nicht genau, was denn noch anders wäre. Oder müssen wir uns einfach nicht das Bild nochmal anschauen. Aber ich habe das Gefühl, das könnte sein. Ich habe wirklich das Gefühl, das könnte sein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich hoffe, wir haben es bereicht. Wenn nicht, dann müssen wir das Ganze nochmal unter die Lupe nehmen. Okay, wache. Hallo. Okay, please, please. Der blaue Maurice. Oh, We did it! Ich werde es gleich aufhängen. Nice. Jetzt hätte ich gerne das Bild irgendwie noch sehen. Ich habe genug Kakteen gesehen für heute. Oh, schade. Okay, aber es ist richtig. Ich habe das Gefühl, die Wache ist jetzt abgelenkt, oder? Merken wir gut? Hey du, Der blaue Maurice. Wie kann man nur so perfekt geformt sein? Okay. Oh, so vollendet. Wenn wir nicht mit ihm können reden ich lasse ihn mal mit seinem Kaktus alleine. ja, er ist voll im Kaktusflash drin. Okay. Türschloss, let's go. Tada! Und jetzt? Jetzt sind wir ja eigentlich frei, oder? I think so. Was passiert jetzt? Geschafft. Okay, ich denke, ich nehme erstmal die Seilbahn nach Asposia Central. Wenn ich ihn da nicht erwische, suche ich ihn in Altaspen. Das muss er mit der anderen Seite Asposiens gemeint haben. Fantastisch. Los, du musst weg. Danke für deine Hilfe. Ich hol dich hier raus, versprochen. Viel Glück, Laura. Danke, Libretta. Wir sehen uns wieder. Oh, die arme Libretta. Oh oh. Meine teuerste. Sagst du mir nun, wo sie hinfahren will? Ja, wo ist meine kleine Schwester? Erst die Information. Oh oh. Laura und der König sind auf dem Weg nach Altaspen. Aha, der Feigling versteckt sich also. Großartiger König.
Conroy hätte sich nie versteckt. Ah, können wir Wo einfach mal ist den meine Schwester? Conroy aus dem Es geht ihr gut. Spiel Ich lassen? lasse sie zu dir bringen. Meine Liebe, du hast Asposien einen großen Dienst erwiesen. Okay. Das Mal hat sie jetzt uns verraten, würde ich jetzt nicht sagen, sie hat sich schon einmal geopfert für den Robert. Sie hat, glaube ich, einfach ihre kleine Schwester gesehen und wegen dem ist sie halt ehrlich. Okay, ich musste nur 14 Schaffner fragen, aber ich weiß jetzt, dass ich nach Altaspen muss. Das hier muss das richtige Gleis sein. Okay, okay. Wir sind jetzt auch in Asposia Central, I guess. Als Robert, wieder. Und ja, jetzt müssen wir nach Altaspen. Und da wird es wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele kleine Minispiele haben. Und bevor wir, also Minispiel, Rätsel, das ist halt das Point-and-Click-Game logischerweise. Aber als erstes müssen wir mal alles anschauen und dann fangen wir mal mit den Leuten an reden. Herr Kleins Frau im Kräutergarten mit Zitronenbäumchen. Sein Kind mit Süßigkeiten und ein Garten voller Bäume. Okay. Das ist ja der Reisende, der Herr Klein, oder was? Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Okay, Lüftungsrohr, gut. Vogel. Der ist versandbereit verpackt. Es kommt auch manchmal so ins Bild rein auch. Plakat. Okay, okay. Allgemeine Beförderungsbestimmungen. Zutritt nur mit gültigem Ticket. Freie Plätze nur solange der Vorrat reicht. Tiere sind in einem genormten Käfig als Gepäck aufzugeben. Halten Sie sich an die maximale Flüssigkeitsmenge. Okay, witzig. Wo wahrscheinlich sind wir in der Mitte von The Inner World, halt, das Innere der Welt. Und darum ist jetzt hier sozusagen alles auf dem Kopf, wo wir... Die Gravitation geht halt gegen raus hier in The Inner World. Und ja, okay, das ist verwirrend. Schauen wir mal da Erleben Sie den Zulassplakat an. Huala in seiner natürlichen Umgebung. Das fühlt sich romantisch an. Da fahre ich mit Laura hin, wenn diese ganze Sache vorbei ist. Oh, unser herziger Robert, okay. Auch nach oben. So gut. Nice. Okay, da haben wir ein Ticketomat. Hier kann ich Tickets für die Seilbahn kaufen. Okay. Gepäckaufgabe. Hier kann ich anscheinend mein Gepäck aufgeben. Ja. Teekessel. Heiß. Kannst du den mal mitnehmen? Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Ist fast klar gewesen. Jetzt haben wir hier noch einen Ausweis. Für irgendetwas ist das sicher gut. Können wir ihm das snitchen? Hey, Finger weg. Oh. Was für eine tiefe Stimme. Hey, Finger weg. Okay. In dem Fall. Das ist ein Conroyalist, okay. Ein Conroyalist, okay. Spannfeder. Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist. Okay. Ketchup-Spender. Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Er wird die ganze Zeit muss drücken. Und eine herzige Tomate da auf dem Bild vom Ketchup-Spender. Gehen wir da mal runter. Erste Hilfekasten. Das würde sicher niemand vermissen. Ja, dann let's go. Okay, Das was haben könnte wir praktisch jetzt? werden. Da alles aufgelesen. Wir haben eine Spritze und Heilkräuter. Heilkräuter aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Okay. Und eine Spritze, seht ihr da einfach eine Spritze aus dem Erste-Hilfe-Kasten. Die ist leer. Okay. Füllen wir sie mit irgendeinem Shit. Nämlich mit der Pfütze. Das Pfützenwasser ist in der Spritze. Okay. Ich habe jetzt einfach mal geraten, aber in dem Fall haben wir jetzt eine volle Spritze mit Pfützenwasser.
Das riecht nach Zitrone. Das Putzmittel, okay. Schild, was steht da drauf? Nach Wollingen. Nach Wollingen, okay. Ich glaube, von der sind wir doch. Da Sind wir komme von ich dort doch her. gekommen? Ja, von der sind wir gekommen. Habe ich jetzt das da hier? Da komme ich. Ja, voll, okay. Toilettentür. Oh, wie hübsch. Wirklich nicht. Okay. Dann halt nicht, Robert, okay. Wo können wir noch interagieren? Ein Vogel? Nein, das wäre Kidnapping. Oder Birdnapping? Okay, gehen wir mal noch schnell nach oben. Dann gehen wir nochmal auch nach oben. Das ist sehr verwirrend. Ja, das ist es. Das ist extrem. Was haben wir denn hier noch als Schönes? Haken? Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Aber vielleicht auch nicht und wir nehmen es einfach mit. Was soll ich denn aufhängen? Okay. Nehmen wir da eine Rennmaus. Hoala. Hoala? Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Okay, okay, können wir mit dem Hoala irgendwie Da etwas lasse machen? ich lieber die Finger von. Okay. Es ist wirklich sehr verwirrend, dass jetzt hier auf einmal alles auf dem Kopf ist. Schild. Nach Altaspen. Okay, dort wollen wir ja her. Plakate oder Schilder abnehmen ist in Asposien verboten. Ja, das sollten wir eigentlich Halt! wissen. Nasenkontrolle. Oh je. Oh oh. Fahrt, Nasenkontrolle, Fahrt, Nasenkontrolle, Fahrt. Fahrt. Ich will nach Altaspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Altaspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen. Was? Aber wenn ihr nach Altaspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Es Okay. muss ein Platz in der Gondel frei sein. Okay. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Okay, wir brauchen den Hack in einem Käfig. Kann ich Vogelaufgabe. meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. True. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren. Oder gar nicht. Okay. Freier Platz. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Tickets? Wo bekommt man hier Tickets? Wahrscheinlich beim Am Ticketomat. Automaten. Aber der ist kaputt. Oh. Ansonsten könnt ihr sie auch am Schalter kaufen. Aber der hat nur jeden zweiten Donnerstag an einem Monat geöffnet, der mit einem M anfängt. Und dann auch nur für 5 Minuten. Und er ist Oh auch Gott. nicht hier, sondern auf der anderen Seite Asposiens in einer Höhle im Wald, zu der man nur zu Fuß kommt. Okay, I got Okay, it. danke. Wir gehen nicht an Ticketschalter. Was Fahrt. bräuchte ich nochmal, wenn ich nach Altaspen will? Ihr braucht ein Ticket, es muss ein Platz in der Gondel. Okay, okay. Nasenkontrolle, ich weiß nicht. Okay, Es let's go. Gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Okay. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Wir brauchen Und wieder alle Ausweis anderen vom müssen sich untersuchen lassen? Conroyalist. Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. Die sind gleich, ja. Okay. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Okay. Dann würde ich... Ja, ich würde doch sagen, für heute ist genug. Wir sind wieder bei der guten Länge von der Folge. Und dann fahren wir in 3 Tagen genau hier weiter. Wir werden irgendwie versuchen, das Ticket zu bekommen, den Ausweis vom Conroyalist zu snitchen, dass wir unsere Nase nicht müssen zeigen müssen. Schauen, dass es genug Platz hat in der Gondel. Und das Ticket, ja, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Genau, ja. Ich bin gespannt. Ja, voll. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund.
und bis zum nächsten Mal. Tschüss!